Fragen Sie sich auch manchmal, ob es irgendwann überhaupt noch Brillen geben wird, ob die noch nötig sind? Denn nun kann man doch in jeder Zeitschrift und sogar schon auf vielen Bussen Werbung lesen fürs Augenlasern. Ganz fix draufstrahlen und die Augen sind wieder gesund. Ist das wirklich so? Das wollen wir gleich mit einem Fachmann besprechen. Zuvor nimmt uns Susanne Knakowske mit zum LASIK, so heißt das Augenlasern. Jennifer Krüger bei der Voruntersuchung zur Augenoperation. Die 32-Jährige ist auf einem Auge weitsichtig. Ohne Brille kommt sie nicht mehr klar. Einmal halt, wenn ich lese, dass ich mich wirklich aufs Lesen konzentrieren muss und dann leider nicht mehr den Text verstehe oder den Inhalt des Textes und nach 5 Minuten dann wirklich, weil das so anstrengend ist, das Buch zumache oder das Papier weglege und eine Pause machen muss. Deshalb will sie sich lasern lassen. Eine umfangreiche Voruntersuchung durch den Arzt ist unabdingbar. Er erstellt eine Art Landkarte der Hornhaut. Dicke und Struktur entscheiden mit darüber, ob die Behandlung Erfolg haben kann. Für Jennifer ist die sogenannte LASIK-Methode geeignet. Ihre Weitsichtigkeit ist nicht stärker als +4 Dioptrien und ihre Werte sind seit 2 Jahren stabil. Die Operation selbst ist eine Angelegenheit von Minuten. Betäubende Augentropfen, schon liegt Jennifer unter dem Laser. Ein dünnes Scheibchen der Hornhaut wird aufgeschnitten und umgeklappt. Dann wird das Innere der Hornhaut per Laser abgeschliffen, sodass auf der Netzhaut ein scharfes Bild entsteht. Alles in Ordnung, also keine Schmerzen, nichts. Halt das einzig Unangenehme sind die kalten Tropfen gewesen, das war's. Risiken? Wenn zum Beispiel Menschen trockene Augen haben, dann verstärkt die LASIK diese Trockenheit meistens. Da gibt es aber alternative Methoden. Man darf niemanden operieren, dessen Hornhaut zu dünn ist und dessen Hornhaut eben erkrankt ist. Das sind meistens Erbkrankheiten, die dann starke Komplikationen machen könnten. Am nächsten Tag Jennifer vor der ersten Nachuntersuchung. Direkt nach der OP war teilweise unangenehm, weil man dachte, man hat halt irgendwas im Auge. Aber also es hat viel getränt und gebrannt, aber ansonsten es war halt alles ertragbar gewesen. Der erste Sehtest zufriedenstellend. Ein kosmetischer Eingriff wie bei Jennifer kostet 1.500 bis 2.500 € pro Auge. Gesetzliche Kassen zahlen nichts. Viel Geld, deshalb sollte man bei der Wahl der Klinik neben Beratung und Anzahl der Operationen auch auf das LASIK-TÜV-Siegel achten. Und hier ist jetzt Dr. Christoph Wiemer. Er ist Augenarzt und Spezialist für refraktive Laserchirurgie. Guten Morgen. Guten Morgen. Herr Wiemer, jetzt haben wir gerade gesehen, man sollte auf dieses Label achten bei den Ärzten. Und uns haben viele Zuschauer angerufen oder gemailt, haben gefragt, ob es eine verlässliche Rangliste gibt, welche Laserinstitute zuverlässig sind und welche nicht. Können Sie da helfen? Ja, also man sollte natürlich nach dem TÜV-Siegel suchen. Das ist schon mal ein sehr guter Hinweis. Der TÜV, das gibt dieses Siegel nicht ohne weiteres. Da erfolgt eine sehr gründliche, ausführliche Untersuchung des Instituts. Als zweite Anlaufadresse würde ich empfehlen das Internet. Da gibt es von unserem Berufsverband, also Berufsverband der Augenärzte, eine Liste der Kommission für refraktive Chirurgie, wo alle Augenärzte aufgelistet sind, die den Anforderungen, den strengen Anforderungen hier in Deutschland entsprechen. Jetzt haben wir gerade gehört von der Patientin, die in dem Filmbeitrag war, Ergebnis zufriedenstellend. Was auch daran liegen kann, dass die Operation noch nicht so lange zurücklag. Wie ist denn das Ergebnis in der langfristigen Untersuchung? Seit 25 Jahren gibt es Augenlasern. Ja, okay. Kann man sagen, da sind sozusagen Langzeittests jetzt abgeschlossen, dass das echt safe ist? Die Langzeittests sind abgeschlossen gewesen in den 90ern. Da hatte man wissenschaftlich das bewiesen. Das heißt Indikation, also wann macht man es, Kontraindikation, wann darf man es nicht machen und Langzeitergebnisse waren bekannt. Also es ist eine sehr erfolgreiche Methode. Okay, da muss man also keine Sorge mehr haben, dass das irgendwann alles zerbröselt. Das will niemand. Wir haben viele Zuschauerreaktionen bekommen. Da will ich mal eben eine nennen. Herr Urlas, der fragt, meine Altersweitsichtigkeit nimmt schleichend zu. Kann das durch Lasern behoben werden? Also alle Leute, die so 40 plus sind, die merken, ich kann eigentlich so gut meine SMS nicht mehr lesen. Kann man das lasern lassen? Also da muss man Tricks anwenden. Normalerweise kann man es so einfach nicht lasern. Es gibt dort, gerade in Amerika, sehr innen ist eine Monovision. Also mein Kollege, der im Vorspann auch zu sehen war, den habe ich so gelasert. Das heißt, ein Auge für die Nähe, eins für die Ferne. Dann ist man bis Mitte 50 ohne Brille. Sollte man allerdings vorher gründlich untersuchen, mit Kontaktlinsen ausprobieren. Und man sollte früh dahin gehen, möglichst früh, weil sonst sozusagen schon die Hornhaut zu schwach wird. Also wer sich früher im Leben lasern lässt, hat mehr davon im Alter, als wenn jemand erst mit 50 kommt?
Nein, also ich würde sagen, jeder, der sich hat lasern lassen, bedauert es, dass er das nicht schon früher gemacht hat, weil er dann gut gucken kann ohne Brille. Aber ansonsten ist das, die Hornhaut hält. Das ist egal. Jetzt noch eine sehr konkrete Frage, die uns auf Facebook erreichte von Dorit Schmidt. Wenn man stark kurzsichtig ist und die Altersweitsichtigkeit zusätzlich einsetzt, kann man das wenigstens noch dann diese Kurzsichtigkeit regulieren? Was macht man da, wenn sozusagen beides zusammenkommt? Das ist der übliche Weg, dass man zumindest ein Leben ohne Brille für die Ferne ermöglicht. Das heißt, wenn jemand stark kurzsichtig ist, dass er aufstehen kann morgens, ohne gleich der erste Griff zur Brille geht. Es gibt da allerdings sehr viele alternative Methoden. Man kann jetzt nicht sagen, dass immer nur Lasern das Richtige ist. Was sind denn ganz konkret die möglichen Risiken? Was kann schlimmstenfalls passieren, wenn man zum falschen Arzt geht? Ja, schlimmstenfalls kann passieren, das, was bei jeder Operation passieren kann, Entzündungen, das kann daneben, also das Ergebnis kann daneben liegen. Dieses Deckelchen, was präpariert wird, kann fehlpräpariert worden sein. Die Behandlungsmethode, es gibt sehr viele unterschiedliche LASIK-Methoden auch, wie man dann konkret lasert, wurde nicht richtig bestimmt. Das Auge wurde vorher nicht richtig untersucht, aber wenn man sich an meine Empfehlung von vorhin richtet und dort einen zuverlässigen Arzt sich raussucht, dann ist das alles zu vergessen. Prima. Schön, dass wir einen zuverlässigen Arzt hier haben. Auch Sie können noch Fragen stellen an Herrn Dr. Wiemer zum Thema Augenlasern. Und Sie können ihn erreichen unter der 0180 5544 5401 direkt am Telefon oder per Fax über 0180 5544 5402 oder Sie schicken einfach eine E-Mail an moma-service@zdf.de oder Nachricht über Facebook. Prima, dann bis später.